Servus zum neuen Video. Ich bin der Andi und ihr seid bei ein bayerischer Bub Reaction. Für das heutige Video habe ich aktuell noch das falsche Outfit an. So, jetzt bin ich im richtigen Gewand und jetzt kann man einen Feuerschwanz standesgemäß auch anhören. Was hören wir uns da? Und zwar Feuerschwanz hören wir uns da mit dem Lied Skaldenmead. Was ist das Skaldenmead? Wo kommt das her? Das ist jetzt kein erfundenes Getränk von Feuerschwanz, sondern das Skaldenmead geht in die nordische Mythologie. Er ist der Honigwein, nach dessen Genuss jeder singen und dichten kann. Also ganz ehrlich, den kann der brauchen. Ich habe bloß einen normalen mit. Also mit Singen probiere ich es lieber nicht. Ich höre mir lieber jetzt das Lied vom Feuerschwanz so. Der Götter, von den Zwergen gebraut, wurde mit der Dichter von den Riesen geraubt. Durch brodelnde Kessel die Kräfte entfesselt, wo die Verse schmied, auf Mordvollzüge getarnt durch Lüge, denn das bedeutet Krieg. Skaldenmead, die Rache Odins, aus dem Blute der Götter. Skaldenmead, die Macht der Runen, nur für einen Schluck vor Skaldenmead, die Rache Odins, aus dem Blute der Götter. Skaldenmead, für die Macht der Runen zieht ein gütiger Gott in den Krieg. Von der Tochter des Riesen unter Bergen bewacht, 3 Schluck nur gab sie ihm zum Dank für die Nacht. In Gestalt eines Adlers zurück nach Asgard, wie der Sturmwind weht. So endet die Saga von Fjalla und Galla und Odin. Skaldenmead, Skaldenmead, die Rache Odins, aus dem Blute der Götter. Skaldenmead, die Macht der Runen, nur für einen Schluck vor Skaldenmead, die Rache Odins, aus dem Blute der Götter. Skaldenmead, für die Macht der Runen zieht ein gütiger Gott in den Krieg. Ich finde das Lied super. Aus dem Blute der Götter. Skaldenmead, für die Macht der Runen zieht ein gütiger Gott in den Krieg. Nur für einen Schluck vor Skaldenmead, die Rache Odins, aus dem Blute der Götter. Skaldenmead, für die Macht der Runen
So. Geiles Lied. Ich hab's, also das Lied natürlich kennt. Und muss sagen, okay, also das Video habe ich jetzt auch kennt. Und zwar, woher? Feuerschwanz hat am Silvester, am 31.12. ein Live-Konzert gemacht. Ein Streaming-Live-Konzert. Das war jetzt halt der Ausschnitt davon. Da erkenne ich das jetzt. Finde ich super umgesetzt. Warum soll man es nicht hernehmen? Deswegen sind sie alle so auf der Bühne. Das war in einer Taverne, haben die das Video gedreht. Das Instrument, was Johanna von der Vögelweide da gespielt hat, ist eine E-Gördi. Hat sie neu gekauft und das ist jetzt ein Lied davon, wo sie diese E-Gördi spielt. Ich finde das Instrument super. Ich glaube, das ist extrem schwer zum Lernen. Ich finde es geil. Ich finde das Lied super. Med ist sowieso immer gut. Viel bleibt da nicht zum Sagen. Ich finde das Lied super. Feuerschwanz war von dieser Mythologie über diesen Skaldenmed praktisch so fasziniert, dass sie ein Lied darüber geschrieben haben. Also dieser Mythos über den Skaldenmed, ihr könnt es gerne nachlesen. Ich hau mal den Link unten in die Beschreibung mit rein, was man so über den Skaldenmed findet. Es gibt verschiedene Geschichten drüber. Sie sind alle ziemlich ähnlich. Lest euch durch, es ist wirklich sehr interessant. Das würde jetzt diesen Raum komplett sprengen, wenn man das jetzt alles da aufzählen würde. Beim Originalvideo von Feuerschwanz seht ihr auch eine kleine Beschreibung vom Skaldenmed. Ich werde jetzt bei mir unten in der Beschreibung die deutsche Übersetzung reinmachen. Lest es euch durch. Und ja, das war es eigentlich schon wieder bei dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich, drückt die Glocke. Dann wisst ihr immer, wann ich ein neues Video poste. Ihr findet mir auch in Facebook und in Instagram. Ja, unten in der Beschreibung habe ich die Links dazu rein. Und dann bleibt mir bloß noch zum Sagen, wir sehen uns auf alle Fälle das nächste Mal. Habe Dere.